Hallo, bevor es in eine neue Woche geht, einige kleine Infos zu kommenden Spielen und Formaten. Ab morgen 17 Uhr beginnt das Staffelsystem mit 7 Days to Die, wo ausnahmsweise 2 Staffeln zu Beginn kommen bzw. folgen werden. Blutmond 1 ist nicht unbedingt der Rede wert, da die Blutmonde erst im späteren Spielverlauf interessanter werden. Ich werde auch dem üblichen YouTube-Trend zu jeglichem kleinen Update einen neuen Spielstand zu beginnen entsagen und den Spielstand, den ihr in 7 Days to Die sehen werdet, auch behalten. Das Spiel, seine offene Welt, bietet so viele Inhalte, dass ich es einfach nicht der Rede wert empfinde, jedes Mal neu zu beginnen. Staffel 3 von 7 Days to Die wird dann auch etwas mehr Musik beinhalten. Ich erstelle zukünftig einen eigenen Soundtrack für dieses Spiel. Dazu wird irgendwann im Sommer eine eigene Playlist aufploppen. Das Staffelsystem birgt für meinen Kanal insgesamt 7 Spiele, die ich entweder weiterspielen kann, weil ich das Ende noch nie gesehen habe, oder weil sie für sich unterhaltsam sind oder man geschwind wieder reinkommt, auch nach langer Zeit. Das Staffelsystem und die Outer Worlds werden in der nächsten Zeit das Bild des Kanals sein. Die Outer Worlds wird auch das letzte RPG sein, bevor es 2021 mit The Elder Scrolls Oblivion losgeht. Eins vorweg, es ist alles vorproduziert, also setzt euch hin und genießt einfach. Ich habe mir erlaubt, den Hintergrund so zu gestalten, dass ihr einen weiteren Einblick bekommt, was ihr auf meinem Zweitkanal zu sehen bekommt, wie genau, wenn es soweit ist. Und nun ein Thema: Remastered Editionen. Diablo 2, Mass Effect etc. Was hilft mir ein Diablo 2, das man mit 4K Auflösung betrachten kann, wenn wie im Beispiel zu Warcraft 3 Reforged von hinten bis vorne nichts klappt und das Spiel von Bugs und Problemen nur so strotzt? Ich habe nichts davon, wenn Mass Effect so neu aufgelegt wird, dass man ungünstige Kameraszenen bearbeitet, um Mirandas Po in ein anderes Licht zu setzen. Ja klar, Hauptsache Pornos im Internet schauen. Ich hasse es mittlerweile, dass in Medien, die einen unterhalten sollen, irgendwelche Ideologien und Debatten über des Frauchen Popos Einzug finden. Das ging schon in Transformers 4 oder 5 daneben. Mit dem kleinen Mädchen, das mit ihren jungen Jahren schon als eiskalter Badass dargestellt wurde. Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen? Ja, aber nur für irgendeine Ideologie? Nein. Daher verzichte ich auf Mass Effect und Diablo 2 zum Beispiel und dahingehend wieder Geld auszugeben für etwas, das ich mir schon vor Jahren gekauft habe und auf meinen alten Systemen gut läuft. Ohne irgendwelche Probleme der Neuzeit. Next-Gen-Konsole? Nö, danke. Keinen Bock, 500 € hinzublättern für Remastered-Spiele. Kommendes Wochenende spreche ich über Livestreams, wann ich das wie und wo machen werde. Schönen Sonntag euch allen noch. Baba.